Herzlich willkommen zu Greenville TV. Heute in der Früh geht es zum Laufen am Swamp Rabbit Trail und der ist 22 Meilen lang. Und ich fange oben beim Swamp Rabbit Café. Das ist so ein, ja, keine Ahnung, ist da mittendrin irgendwo in der Nähe von, ganz in der Nähe von Greenville, also gehört schon zum Greenville Stadt. Da ist, ja, da machen ganz viele Radlfahrer. Heute gibt es ein Radlgeschäft. Da hinten sieht man jetzt so ein kleiner Spielplatz und es gibt eine Außensitzfläche, ein bisschen wie ein Biergarten eigentlich. Eigentlich ist es ein Biergarten, glaube ich. Da habe ich mir gedacht, kaufen wir nachher noch was zum Trinken, bevor ich dann heute nach Triple Falls fahre. Aber jetzt gehe ich erst einmal zum Laufen. Okay, die ersten 1,5 Kilometer habe ich hinter mir. Man läuft auf asphaltiertem Weg. Es geht so wie am Stachus. Viele Radfahrer und Läufer unterwegs. Nein, in der Früh ist praktisch schon spät. An einem Sonntag. Und man läuft entlang vom Fluss, aber sieht ihn nicht so oft, weil natürlich die Vegetation ziemlich eng ist. Aber da war er. Moment. Da ist er. Der Fluss. Und natürlich ist man oft in der Sonne. Diese Allee mit dem Baum ist ein willkommener Schatten. Aber nichtsdestotrotz steht zum Laufen. Okay. Hinter mir sieht man, dass der Weg halb schwarz ist und halb geteert. Das Schwarze ist ein Belag aus all die Reifenabfälle. Das heißt, schonend zum Laufen. Super, ist wie auf der Tatanbahn, sogar noch ein bisschen weicher. Es ist geschmeidig. I think this is already downtown Greenville and up front is the Falls Park. Da sind wir jetzt schon mitten in der Stadt. Da vorne ist der Park mit dem Wasserfall. So, wie schon gesagt, da geht jetzt der Falls Park los. Da hinter mir das ist Downtown Greenville, das heißt, das ist mitten in der Stadt. Ich glaube, da oben ist die Main Street. Oder zumindest da in der Natten ist die Main Street. Hinter mir sieht man den Wasserfall. Coole Geschichte, geht mitten durch die Stadt. Ah, da ist die Brücke. Up there is the bridge that is quite famous. And here is the waterfall. Wasserfall mitten in der Stadt. Super Geschichte. Also, knapp 4 Kilometer vom Swamp Rabbit Café ist hinter mir der Wasserfall mitten in der Stadt. Super Geschichte. Ich bin immer noch im Falls Park, ich komme einfach nicht weiter, weil da musst du überall stehen bleiben und anschauen, weil es so schön ist. Aber ich glaube, das ist jetzt mein letzter Stopp, jetzt geht es ein bisschen weiter. Okay, jetzt bin ich fast 6 Kilometer gelaufen, 5,8 oder sowas. Hinter mir ist es der Greenville Zoo, den haben sie abgetrennt, aber ich weiß nicht, ob man es hört. Ich glaube, das sind die Affen, die überall schreien. Da ist wieder so eine Trinkstation, super Geschichte. Und da ist jetzt ein Spielplatz, da ist wieder so ein Picknick-Deck. Da stehen ein Grills, die kann man benutzen, da hinten ist ein Spielplatz. Und die Affen sind penetrant laut, unglaublich. Ja, da drehe ich jetzt um und laufe zurück zum Auto. Lustige Geschichte, hinter mir sind 2 Brücken, haben praktisch Einbahnstraßen, auf der einen Seite läufst du hinüber, auf der anderen Seite läufst du zurück. Dass du nicht zusammenstehst, wenn du über den Fluss gehst, gell? Oder fast mit dem Rad. So, jetzt bin ich wieder im Volkspark, jetzt habe ich die Gelegenheit genutzt für eine Pause und bin da durchgegangen anstatt durchgelaufen, weil ich bin total K.O. Offensichtlich ist mit meiner Kondition nicht so weit her, wenn es so warm ist. Wasserfall hinter mir, einfach gigantisch. Okay, fast da. Nicht mehr ganz 1 Kilometer und ich bin total platt. Keine Ahnung, ob es am Wetter liegt, aber ich bin voll hin, schwitze jetzt auch. Aber es ist ja gut warm. Bin total froh, wenn ich jetzt beim Auto bin. 3 Flaschen Wasser dabei, ein Joghurt mit Granola und ein Sandwich und das genehmige ich mir dann.
So, jetzt bin ich wieder da. Anfühlen tut es wie nach 35 Kilometer Marathon. Kohlehydratspeicher ist praktisch komplett leer. Ich glaube, das ist das Falsche. Und kriege nicht ausreichend qualitative Kohlenhydrate ein. Muss an der Ernährung arbeiten. Okay, also bin wieder zurück. Jetzt wird was gegessen und was getrunken. Und dann fahre ich weiter nach Triple Falls, 55 Meilen, und schauen wir mal diese Wasserfälle da an. Bis später. Okay, jetzt bin ich im Swamp Rabbit Café. Hinter mir sagt man ein Counter. Da unten, wo ich bin, ist das Café. Und da oben ist nur ein Shop, wo es alle möglichen Sachen zum Kaffee gibt. Habe jetzt nicht vergessen, dass ich Brot mitnehmen möchte. Ja, was soll ich sagen? Super coole Geschichte. Gibt es vegane Sachen, Kaffee, Smoothies, Joghurt, Frühstück, Sandwiches, was das Herz begehrt. Auch Getränke aus der Box. Macht einen guten Eindruck. Ich glaube, da kommen wir mal einen Ausflug machen, von da mit dem Wal fahren und dann wieder zurück und dann Pause und so. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich habe mir jetzt einen Smoothie bestellt. Strawberries, Raspberry, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall super. Hat jetzt auch lange gedauert. Jetzt muss ich mich nur stellen, weil ich vergessen habe, dass ich mein Brot mitnehme und das schaut so gut aus. Dann möchte ich auf jeden Fall eins kaufen. Ich bin jetzt im Laden hier drin. Sagt man, gibt es auch noch Sachen zum Einkaufen. Wahrscheinlich eher so Bio, leider. Aber das Brot schaut so gut aus, da brauche ich eins.